Bedingungen setzen kann, aber darf nicht über die Frist gehen, darf wohl drunter gehen. Genau also für ältere Menschen. Genau wie die medizinischen Tests. Also ich glaube auch für mich, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre es gut, wenn ich einen Test machen würde, weil für das Autofahren ist es doch immer problematisch. Aber wir haben es auch nicht als Pflicht eingeführt. Warum? Weil es sehr sensibel ist. Aber ich komme noch mal auf die Motorräder zurück. Was wir dort gemacht haben, das ist ein progressiver Zugang. Und ich hätte mir den ehrlich gesagt auch im Pkw-Bereich gewünscht. Das bedeutet, wir geben den Motorradfahrern die Chance, 2 Jahre auf leichteren Motorräder zu fahren, mit 16, mit 18 ein größeres. Dann brauchen sie nur einen kleinen praktischen Test, da können die Länder darüber entscheiden. Und dann, nach 20, können sie dann die ganz schweren Motorräder fahren. Wollen sie aber jetzt sofort mit einem ganz starken Motorrad fahren, müssen sie bis 24 Jahre warten. Also wir legen sehr stark Akzent. Das ist doch ein Fortschritt von meiner Das ist ein enormer Fortschritt, weil... Vielleicht nicht für die Jugendlichen, die gerne schnell fahren, aber... Ich muss sagen, zuerst war die sogenannte Motorradlobby dagegen. Und mit der Zeit kommen sie zurück und sagen, hören Sie mal, ich glaube, Sie haben die richtigen Vorschläge gemacht. Also... Ich habe dich ja auch immer unterstützt darin. Das war sehr nett, ja. Also kurz gesagt, das ist wirklich auch für den Touristen eine Fazilität. Denn wie oft ist man mit alten Führerscheinen, wo man irgendwo Wagen leihen will und so weiter und wo dann die Behörden sagen, okay, das kennen wir gar nicht, was ist das? Also für Touristen, für Berufsfahrer ist es auf jeden Fall ein Plus, weil ihre Rechte hiermit auch in der Dauer anerkannt sind. Für den Pkw-Fahrer ist es in meinen Augen wirklich auch ein Plus, nicht nur als Tourist, sondern insgesamt. Und für den Motorradfahrer, glaube ich, haben wir die Sicherheit angepeilt. Und mit der Unterbindung des Tourismus, wenn die Länder innerhalb der nächsten 6 Jahre echt zusammenarbeiten wollen, kann man da ganz Tolles erreichen. Ein Land in Europa hat überprüft, dass die Führerscheine, die in ihrem Land im Umlauf sind, von Leuten aus ihrem Land, aber in einem anderen Land erworben wurden, bis zu 75% Leute waren, die normalerweise den Führerschein nicht mehr haben durften. Also der Führerscheintourismus hat echt etwas mit der Sicherheit zu tun. Und ich glaube, das verlangt doch jeder etwas. Und besonders, weil heute die Kommunikationsmethoden so leicht sind, glaube ich sogar noch, dass das in den nächsten Jahren zusammengelegt werden kann mit der Identitätskarte. Und dann hat man nicht nur Europa vereinfacht, sicherer gemacht, dann hat man auch die Verwaltungswege reduziert. Das, was man uns ja sehr oft immer vorwirft, dass wir das Gegenteil machen. Das ist genau das gute Beispiel wie der Euro. Hier wird das Leben sogar einfacher. Ja, das ist eine gute Sache. Also du hast das auch wunderbar gemacht. Ich glaube, wir können sagen, dass das Europaparlament hier wieder seine Rolle voll und ganz gespielt hat. Man hat uns zugehört, dank deiner guten Arbeit während all der Jahre. Und wir können jetzt aber den Bürgern sagen, die ja oft Europa kritisieren, wir tun doch auch was Gutes, um uns das Leben einfacher zu machen, zu erleichtern und um gleichzeitig, wir schlagen ja da 2 Fliegen mit einer Klappe, dass man auch gleichzeitig unterbindet den Führerscheintourismus, der ja der Sicherheit eigentlich von uns allen entgegensteht. Mathieu, vielen Dank, vielmals merci, dass du bei uns war. Anders sind überzeugt, dass die Lützeburger Lo ganz genau wissen, was ob sie zu können, dann dass wir etwas Gutes gemacht haben am Europaparlament. Merci. Feier dich für alle gut.